willkommen miteinander zu einer neuen Folge FIFA Karrieremodus und wir spielen heute das Europa League Spiel gegen Saint-Étienne auswärts in Frankreich. Ich bin nicht der Ballfuß, sondern D'Alessio vom Kanal Italiano und ich werde das Spiel zwischen den ersten zwei in der Gruppe der Europa League kommentieren für euch. Die Schweizer führen im Moment die Gruppe A vor den Franzosen. Gleich viele Punkte, aber mehr Goal geschossen. Das ist der französische Kapitän. Und wir kommen direkt ins Spiel. Suchi heute mit seinem weiteren Spiel heute in der Startaufstellung als Captain Gianluigi Tettarano als Schiedsrichter. Und wir schauen uns kurz die Aufstellung an von der Schweizer, weil es gar nicht angezeigt wird. Der Embolo spielt vorne mit dem Steffen, der natürlich in den letzten paar Spielen richtig auftreten hat. Der Gold in der ZOM-Position. Fernandes auf der Seite, zentral defensiv mit Sufi und Franzan auf der Seite bekommt lang noch eine Chance, nachdem er heute diese Saison wirklich keine gute Tour gemacht hat. Traoré natürlich soll ein bisschen Akzent setzen in der Offensive. Sarr kommt heute Vorzug über Höck, weil er nicht zu fit ist. Suche ich als Captain und natürlich der internationale Goalie von der Basler Dragowski. So. Die Jungen natürlich im Cup vorgelegt, das heißt Türkauf und der Vailati haben natürlich Vorteil im Cup. Dafür spielt Watschlik in der Liga und der Dragowski in der Europa League. So, wir gehen gerade ins Spiel hier. Ballverlust von den Franzosen und das ist nämlich ein Spielaufbau von den Schweizer, aber sie natürlich mit dem Fehlpass gegen Einwurf für die Franzosen. Die Franzosen sind gut gestartet in der Europa League Phase. Ihr Ziel ist natürlich nur der Weiterkommen im Achtelfinale und Gold setzt sich da durch. Schön durchgesetzt. Fernandes flankt jetzt in die Mitte, findet Embolo leider nicht. Embolo gestört noch von einem Verteidiger, sonst hätte es gefährlich können werden. Traoré aber auch jetzt recht weit vorne. Die Gefahr von einem Konter ist jetzt hoch. Jetzt vielleicht die Franzosen. Tabanu versucht durchzukommen durch Zufi, der nach hinten geilt ist. Beric verliert aber den Ball. Jetzt sofort Basler mit dem Versuch. So, Fernandes setzt sich durch. Der Pass wieder gleich zu Gold. Reingold, der ausgelehnte Spieler von Sporting Lissabon. Fernandes verpasst den Ball. Und die Franzosen kommen wieder im Ballbesitz, aber der verliert sofort. Nervöses Spiel bis jetzt mit vielen Ballverlusten. Auch jetzt Basler. Und der Ball noch im letzten Moment verliert. Rufi mit einem weiteren Abschlag, wo die Franzosen jetzt den Ball behaupten können. Hamuma auf der Seite, Pass in die Mitte zu Bayo. Der auf der Seite zu Beric und er mit dem Versuch, Flanke zu setzen. Suche aber versucht den Pass zum Steffen zu bringen und der geht leider auf die Seite. Einwurf vor dem eigenen 16. von der Basler. Die Franzosen. Zu Clement. Tabanu geht vorbei jetzt an Traoré, Flanke in die Mitte, aber Suchi regelt das vor den Franzosen. Franzon versucht sofort da Druck zu machen. Mit dem Embolo jetzt auf der Seite, aber der Ball viel zu weit vorgelegt. Embolo vielleicht jetzt zurück an Rufi, aber da ist der Rufi jetzt zu routiniert, um den Ball zu verlieren. Es ist bis jetzt eine spannende Partie. Schlagabtausch. Beide versuchen, volle Offensive zu gehen. Aber es herrscht noch viele Ballverluste. Jetzt wie die Franzosen wieder. Jetzt der Ball über zum Fernandes. Der ist langsamer als das gegenüber. Versucht sich durchzusetzen, verliert den Ball, aber der Franzon kann den Ball behaupten. Traoré setzt sich durch, wird aber da abgehauen vom Franzos. Es gibt Freistoß. Kurz vor dem 16er von den Franzosen. Gelbe Karte jetzt auch noch
für den Monet Backe mit der Nummer 22 von den Franzosen. Fernandes wird den Freistoß lecken. Ball kommt in die Mitte, Ruffi, aber jetzt sofort geklärt. Suche jetzt an der Mittellinie. Sucht die Anspielstation auf Fine Traoré. Der leitet den Ball wieder zu Edmilson Fernandes und der setzt sich gut durch. Flanke in die Mitte zum Embolo. Ruffi mit der Füße. Und dazwischen noch viel. Kann der Ball noch so den Basler lenken. Traoré. Mit einem schönen Pass zum Embolo. Der verliert aber den Ball gegen Perry. Also verliert also den Ball im Spielaufbau. Und die Franzosen versuchen jetzt das Spiel langsam aufzubauen. Vielleicht jetzt auch mal ohne Ballverlust. Embolo eilt sogar noch mit nach hinten, aber jetzt der Fehlpass. Embolo setzt sich durch. Legt sich ein bisschen wieder vor. Oh, schön weitergeleitet. Embolo. Jetzt. Aber leider findet er keine Anspielstation und verliert den Ball. Tabanou. Jetzt schönes Spiel. Seitenwechsel vom Franzosen Hamoudou. Wieder Ballverlust. Franzosen. Immer wieder mit Ballverlust und Steffen jetzt, wo bis jetzt noch nicht groß in Erscheinung getreten ist mit dem Foul. Aber der Freistoß bringt nichts, doch nur eine Kontermöglichkeit jetzt für die Schweizer. Embolo mit Rheingold, passt so vorne zu ihm. Rheingold setzt sich vielleicht mal durch. Nein, Hamuma kann den Ball in Einwurf setzen. Basler im Moment mit mehr Druck. Sie beherrschen das Spiel, aber es wird auch beherrscht von Fehlpass und jetzt Offside vom Steffen. Da hätte es gefährlich können werden. Jetzt der Ball tut mal durch zum Rakowski. Der aber sofort mit einem weiten Abschlag zu Franzon. Der Ball jetzt aber noch knapp zum Lang übergeleitet. Lang. Embolo. Weiter zum Embolo. Doppelpass mit Steffen und das ist wieder ein Fehlpass. Fehlpassquote im Moment steigt und steigt. Noch keine richtig große Chance für beide Seiten. Es ist aber viel los. Best im Moment zwischen 79 und 78%, die ankommen. Also nicht so hoch. So, Franzon. Oh, und da kommt Beric. Stark kommt Franzon mit dem schwierigen und auch äußerst gefährlichen Ball zum Suchi. Der hätte auch schief können gehen. Traoré verliert diesen Ball gegen Monet. Im Antritt verliert er. Zufi eilt nach hinten. Versucht zu der Grätsche. Flanke von den Franzosen. Ball aber ihm nicht. Jetzt vielleicht Amuma. Setzt sich durch mit dem Pass zurück zu Feofil. Der in der Mitte. Flanke in die Mitte, aber bringt alles gar nicht. Jetzt vielleicht die schnelle Konterchance für Basler. Die letzte Chance vielleicht von dieser Halbzeit. Macht das super. Embolo. Jetzt mit dem Ball auf Fernandes. Der mit einem Hocken. Pass aber zum Embolo. Der Pass aber zu Rheingold. Rheingold wird noch gestört und es kommt nur ein kleines Schüssel raus für den Ruffi. Und mit dem gehen wir jetzt in die Halbzeitpause. Da sehen wir die weiteren Stände in den anderen Platz. Thun immer noch mit einem 0:0 gegen Aberdeen. Liverpool führt 1:0 gegen SP Charleroi. Jetzt suchen wir noch die anderen Schweizer. So, Napoli führt 1:0 gegen Augsburg. Und wo ist IB? Finden wir jetzt gar nicht auf der Liste. Ganz komisch. Doch, dort, SC Young Boys mit einem 1:1 gegen SCR Alltag. Und im anderen Spiel von der Gruppe. Von unserer Gruppe.
wenn ich jetzt einfach noch wüsste, wie unsere Gruppe noch heisst. Mit AC Florenz und Groningen führt Florenz mit 1:0. Zweite Halbzeit also jetzt ohne Spielwechsel. Das Einzige, was sich gewechselt hat, ist die Seite. Die Basler spielen jetzt von links nach rechts und die Franzosen von rechts nach links. Und schon der erste Fehlpass nach 9 Minuten. Spielzeit Rheingold vielleicht jetzt mal. Versucht sich durchzusetzen. Bekommt noch keine Anspielstation. Jetzt vielleicht jetzt nur zum Fernandes. Stark gespielt. Pass in die Mitte. Flach, aber der Perrin hat natürlich aufgepasst. Jetzt vielleicht die Franzosen mit einem Konter. Beric. Aber da stehen die Basler halt recht tief und recht stark hinter Essire. Bayo mit dem Ball auf die Seite, aber das ist kein Problem für die Suche. Eher das Problem jetzt für die französische Verteidigung. Weil der Fernandes angetreten ist. Jetzt der Ball wieder über zum Embolo. Embolo! Und Ruffi mit der starken Parade. Da können sich Rheingold und Embolo nicht gut abschrecken, wer zum Ball soll. Sonst hätte das gefährlich können werden. Lang. Jetzt mit dem Ballgewinn nochmal. Rheingold. Wird nochmal gestört. Ganz gefährlich und verliert den Ball. Jetzt vielleicht die Franzosen mit einem Konter. Also es ist heute wirklich kein langweiliger Match. Suchi setzt sich sogar in der gegnerischen Hälfte durch. Jetzt der Pass in die Mitte zu Ryan. Nein, Alexander Franz und da haben die zwei Blendschnöpfe gleich ausgesehen. Und da kann man noch leicht verwechseln aus dieser Sicht von der FIFA-Version. Suchi auch heute mit hoher Kopfballgewinnheit. Fernandes verliert wieder den Ball. Wieder geht es auf die andere Seite. Und wieder verliert die Franzosen den Ball. Und dann geht es wieder auf die andere Seite. Jetzt mal vielleicht Basler. Mit einer anderen Idee als immer von einer Seite. Vielleicht mal auch die Seitenwechsel zum Steffen. Aber das ist immer wieder gefährlich. Was die Basler, aber auch die Franzosen machen. Immer so oft den Ball verlieren. Da kann man leicht in den Konter gehen. Im Moment verliert es wirklich häufig den Ball. Rheingold, nochmal einen Hock dazwischen. Jetzt vielleicht den Steffen schicken. Endlich mal auf die andere Seite. Der Steffen brennt auch natürlich. Macht dann Roulette. Aber verliert der Pass im 16er. Das hätte aus meiner Sicht auch eine Penalty geben. Aber da ist halt auch klar der Ball gespielt worden. Lang. Der Ball jetzt zum Steffen. Und der versucht sich da den Ball wieder zurückgewonnen mit einer Grätsche, macht aber nichts aus. 65 Minuten gespielt und es ist noch kein Goal gefallen. Jetzt vielleicht die Franzosen, aber statt da wieder zu laufen, mit dem Pass dazwischen, jetzt vielleicht die Franzosen. Monet und Rakowski muss das erste Mal richtig Ball an. Ecke für die Franzosen. Auma. Aber aus dem wird jetzt im Moment nicht Embolo. Vielleicht Embolo jetzt, ja! Lauf, Embolo, lauf, es soll laufen! Setzt sich durch, Pass in die Mitte, Fernandes, Fernandes! Oh, das wird gefoult vom Saal! Und das müsste jetzt rot geben. Es wird gewechselt bei den Franzosen. Florentin Pogba kommt hier für Théophile Catherine. Und was gibt's bitte für eine Karte? Es gibt definitiv Penalty für die Schweizer in der 71. Minute. Die Franzosen wechseln jetzt, es gibt in dem Fall keine Karte und Embolo wird ihn treten gegen Ruffier. Wird jetzt zum ersten Goal kommen. Ruffier gegen Embolo. Embolo macht das 1:0. Embolo macht das 1:0 und FIFA denkt, wir wechseln mal den Rakowski aus. Nein, da wird nicht gewechselt. Aber Embolo mit dem 1:0, also nach dem Penalty, was ganz klar war, Saal tut der Fernandes vor dem leeren Goal eigentlich noch vom
den Fuß von der Boden trennen und dadurch auch der berechtigte Elfmeter. So, mit dem 1:0 geht also Basel in Führung und für die Franzosen müssen jetzt was machen. Sie haben jetzt noch 20 Minuten gute Zeit, um das Eis zu machen. Florentin Pogba, der kleine Bruder vom Paul Pogba, und es gibt gerade das 1:1 im Gegenzug. Kone mit dem Kopf und Suchi kommt nicht nachher. Dragowski bekommt die Hand nicht schnell hoch. Und so ist passiert. Basel wechselt jetzt also 3 Mal. Es kommen jeweils Stürmer hier. Cedric Itten ist dabei. Boetius ist dabei. Und der Hunziker ist dabei. Das sind 3 Offensive. 3 auch recht junge. Jetzt Traoré zu Zuffi. Zuffi! Jetzt natürlich unentschieden gefallen. Das heisst 1:1 gerade im Anschluss. Das war sicher nicht der Plan von der Basler. Unsicher. Und wieder Ball abgefälscht. Und wieder verliert man den Ball. Traoré jetzt vielleicht. Der heute auch ein gutes Spiel macht. Außer die hohen Ballverluste. Florentin Pogba. Mit einer schönen Vorlage vorher zum 1:1. Zuffi. Versucht den Ball quer zu legen zum Embolo. Embolo gewinnt ihn aber zurück. Und mit dem Trickli vorbei. Und er hat noch Power. Setzt sich durch. Sucht jetzt die Flanke. Findet! Aber nur der Kopf von Florentin Pogba. Ganz gefährlich. Jetzt Eckball. Zuffi. Embolo und Ruffier mit der Parade. Basler jetzt machen Druck. Kurze Flanke, aber ist nicht. Und Traoré ist zu klein für den Ball gegen Roux. Oh, und lang grätscht vorbei. Roux jetzt allein vorne. Muss sich gegen Traoré noch durchsetzen. Aber das gewinnt der Ivorer. Embolo vielleicht jetzt. Alle Basler vorne. Und Embolo verliert das Duell gegen Tabanou. Der Ball zurück nach Ruffier. Natürlich sind die Franzosen mit dem Ergebnis zufrieden. Basel hätte mehr können machen. Steffen jetzt. Steffen heute aber auch wieder nicht so gut wie der letzte Spiel, nachdem er wirklich in den letzten 4 Partien über 5 Goal gemacht hat. Jetzt vielleicht nochmal Boetius, der frisch eingewechselt. Er hat noch Power. Der Ball zurück, wo der Traoré sucht, aber da kommt der Ball nicht an. Jetzt vielleicht die Franzosen mit der letzten Chance in 3 Minuten werden nachgespielt. Und jetzt Ballgewinn von der Basler. Und Sal kann den Ball aber noch stören und verhindern. Basel holt einen Punkt aus Frankreich und spielt 1:1 gegen Saint-Étienne. Und wir sind zurück da im Menü und ich muss euch sagen, spannende Partie, aber ich habe den Ball einfach in das Goal bekommen. Das hat mich richtig aufgeregt. Richtig spannend vor allem, das schauen wir uns später an. Das ist für euch eben eher uninteressant. Wir werden jetzt nochmal ins Spiel gehen gegen Lugano und werden nochmal durchrotieren. Wir werden die Jungen spielen lassen. Dafür einen starken ZOM, das wäre der Delgado, der die Jungen muss führen. Franzon bekommt auch noch seine Zeit, das heißt Xhaka kommt raus. Lang kommt raus. Sar auch, dafür spielt der Kümmer und der Höck. Watschlik spielt auch. Und wer kommt noch hier für den? Und der Däger bekommt noch seine Chance und Janko muss sich jetzt mal beweisen und kommt dafür auch in die Ersatzbank. Das wird das letzte Spiel für uns heute sein gegen Lugano. Moment,
zwischen dem 8. oder 10. Platz sind. Haben unentschieden gegen Luzern gespielt, 1-0 verloren gegen IB und 3-2 gegen den FC Zürich spielt im 4-3-3. Wir die haben am 25. Oktober. Sie spielen mit Botani und Rossi vorne und Golina. Delgado macht das 1-0. Komisch wieder dabei. Degen bekommt die gelbe Karte nach 40 Minuten. Passiert noch nicht, zweite Halbzeit. Embolo kommt hier für Sporar. Viertelstunde noch. Stefanie kommt hier für Xhaka. Und Delgado macht das 2-0 und entscheidet so die Partie für uns. Das heisst, wir gewinnen gegen Lugano 2-0. Und in der nächsten Folge sehen wir halt die Partie zwischen dem BC Young Boys und dem FCB. Dadurch sehen wir auch unsere Cup-Mannschaft. Das heisst, wir werden komplett, genau, ja natürlich, komplett durchmischen. Es werden andere Spieler spielen, die ihr auch nicht erwarten werdet. Wir sehen das also in der nächsten Folge, könnt ihr auch gespannt sein. Und bis zum nächsten Mal bei FIFA Karriere mit dem FCB. Und ciao!